Wir können da nichts aufhalten. Wir sind zu wenig stark für das. Hoch. Eine private Firma mit dem Elon Musk kommt eine unglaubliche Macht über. Auf diesem Areal würden nachher die 40 Antennen draufkommen, jeweils mit einem Schutz drüber. Also so wie 40 Pilze. Der Himmel über Leuk ist begehrt. Elon Musk plant hier neue Antennen für sein Superinternet Starlink. Doch es gibt Widerstand im Dorf. Es ist Fasnacht in Leuk. Elon Musk und seine Pläne sind ein Thema. Also ich finde es sehr gefährlich, dass wir alles einer Person übergeben. Es ist einfach allgemein Wallis. Und da passt so etwas, finde ich meiner Meinung nach nicht da. Auf seine Traditionen ist das Wallis stolz. Einige begrüßen aber die amerikanischen Interessen. Wir müssen hier in den Bergen Empfang haben. Wir brauchen die Stationen. Ja, von mir aus können natürlich alle kommen. Die Amerikaner, alles kann von mir aus, kein Problem. Da müssen wir schon mal, wo das Wallis ist. Das ist eigentlich nicht schlecht, weißt du? Scheiß auf die Strahlung. Das ist nicht so schlimm, wenn man sagt. Manche sind sogar Fan von Elon Musk und seinem Superinternet. Ich brauche Starlink für die Überwachung von meinen Schafen. Das ist Schäfer Alvin Maichtri. Elon Musk hilft seinen Schafen. Wie funktioniert das? Wir treffen den Schäfer bei sich zu Hause oberhalb des Dorfes. Komm. Ja, komm her. Er zeigt uns, wie er seine Schafe überwacht. Dann muss man das in der Glocke anlegen. Und so ist der Trecker oben drauf. Dieser Tracker schickt Signale direkt auf sein Telefon. Nachher die Aktivität kann man da sehen. Alle halbe Stunde jetzt nimmt es eine Messung. Und da, wo der rote Punkt ist, ist die letzte Position. Diese Überwachungstechnik nutzt er seit ein paar Jahren, nach einem Wolfsangriff. Also ich konnte eine Woche nicht mehr arbeiten. Ich musste eine Woche rein. Ich habe geflennt wie ein kleines Junge. Und ich habe 5 Stunden gebraucht, bis ich von der Alp heimfahren konnte. Es ist bestialisch. Dann habe ich gesagt, so geht es nicht weiter. Es muss einfach ein Überwachungssystem, wo man sieht, was passiert, weil man muss nützlich erfrischt auf die Alp gehen oder eben auch sehen, was passiert. Diese Starlink-Antenne hat Alvin Maichtri gekauft. Er braucht sie, um die Signale seiner Schafe im Sommer zu empfangen. Hoch oben, auf 2500 Metern über Meer, in einem abgelegenen Seitental oberhalb von Leuk, verbringen die Schwarznasenschafe von Alvin Maichtri ihren Alpsommer. Diese Bilder hat der Schäfer selbst aufgenommen. Für mich ist die Alp mein Halbleben. Ich bin einfach ein Alpler und ich liebe die Berge, ich liebe einfach die Natur. Und so schön wie auf der Alp habe ich sich nie. Den ganzen Sommer lebt er hier oben in einer bescheidenen Hütte. Da ist gar kein Empfang. Und darum auch für Nattel nicht. Es geht kein G4, kein 5 nicht. Und darum habe ich eben die Starlink-Antenne zugetan, damit dass ich die Daten von den Schafen, von den Trecker einfach empfangen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Einfluss von Elon Musk reicht bis in die Hintertäler der Walliser Alpen. Starlink funktioniert über spezielle Satelliten. So haben entlegene Orte auf der Welt Zugang zum Internet. Elon Musk. Er ist der Mann hinter Starlink. Wir erstellen das größte Satellitennetzwerk, das es je gegeben hat. Seine Investitionen sind riesig. Fast 10.000 Satelliten hat er schon ins All geschossen.
Starlink-Internet brauchen wir, um die Reise zum Mars zu finanzieren. Ich danke jedem, der Starlink unterstützt. Dank euch wird eine Reise ins Weltall möglich. Ihr helft mit, eine Zivilisation im Weltraum zu gründen. Elon Musk hat mit Starlink viel Macht. Er kann es an- oder abschalten. Sein Internet wird etwa in der Ukraine gebraucht. Die Abhängigkeit ist groß. Präsident Zelensky dankt Musk. Wenn Sie Zeit haben nach dem Krieg, sind Sie willkommen. Ich lade Sie ein. Das klingt gut. Auch in den Walliser Bergen kommt Starlink zum Einsatz, denn das Handynetz in abgelegenen Regionen ist löchrig. Zur Überwachung der Berge bei Blatten im Lötschental stand auch eine Starlink-Antenne. Alvin Maichtry nutzt das Internet ebenfalls. Unweit von seinem Stall oberhalb von Leuk will Elon Musk jetzt sein Satelliteninternet weiter ausbauen. Hier stehen schon mehrere alte Satellitenschüsseln, betrieben von einer privaten Firma und der Armee. Auf diesem Areal ist die Starlink-Bodenstation geplant. Eigentlich hätten schon im Herbst die Bauarbeiten starten sollen. Doch der Widerstand formiert sich. Hanna Schnieder und Roman Kuonen, 2 langjährige Dorfärzte in Leuk, bekämpfen die geplanten Starlink-Antennen. Also ich bin hässig, weil da private Interessen vor dem Gemeinwohl gesetzt werden. Und zwar ohne jegliche politische Diskussion in der Schweiz. Ich bin konsterniert, dass wir hier auf so eine Hightech-Anlage für eine fremde Firma, quasi für den Elon Musk, machen. Und in Kriegszeiten kommt er eine unglaubliche Macht über. Und die Schweiz hat keinen Zugriff zu diesen Daten. Es ist ein Strahlenrisiko. Wir haben gesundheitliche Risiken für die Bevölkerung hier. Und eben geopolitisch hochbrisant. Wir werden erpressbar. Man könnte auch einfach das Internet dann abstellen, wenn wir sehr abhängig werden. Die beiden meinen es ernst. Sie haben Beschwerde gegen das Baugesuch eingereicht und wollen, falls nötig, bis vor Bundesgericht ziehen. Die Tech-Giganten, die bedrohen einfach die Demokratie. Es ist die Herrschaft des Geldes, die Plutokratie. Wir können dem nicht anders sagen. Wir werden der Trabant von Amerika. Wir werden der Zudiener von Amerika. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist nicht meine geopolitische Vision. Und ich möchte eigentlich nicht, dass die Macht des Stärkeren mir noch stützt. So soll die Anlage dereinst aussehen. Eine große Satellitenschüssel wird abgebaut. Dafür kommen 40 neue Starlink-Antennen dazu. Obwohl sie kleiner sind, befürchten die Gegner zusätzliche Strahlung. Andere Fachpersonen widersprechen. Starlink braucht solche Bodenstationen als Verbindung zwischen dem Internet auf der Erde und den Satelliten im Orbit. Auch Hans Schnieder ist gegen das Projekt. Er bietet seit Jahren Dorfrundgänge an. Die Leuker hätten Übung darin, sich gegen fremde Mächte zu wehren. Schon vor 600 Jahren kam es zu einem Machtkampf. Schauplatz damals das historische Bischofsschloss. Es sind lange nicht alle einverstanden mit der weltlichen Macht des Bischofs. Und im Oberwallis hat es dann so Patrizierfamilien gegeben, die die weltliche Macht des Bischofs entreissen wollten. Und da sind die beiden Lagerschlösser gestürmt worden und zerstört worden. Ob Dorfbewohner auch etwas gegen Elon Musk ausrichten können? Für den Touristenführer steht einiges auf dem Spiel. Ich habe das Gefühl, die Leute, die hier Fleck kommen, die Touristen, das sind vor allem Naturliebhaber, oder? Und wenn die da so in eine Region kommen, wo jetzt plötzlich so Technologien umeinander sind, die zweifelhaft sind, könnte das einfach die Touristen unter Umständen abschrecken. Seit über einem halben Jahr wehren sich Hans Schnieder und andere gegen das Projekt. Martin Kern verbringt häufig seine Ferien hier.
Das Ferienhaus liegt direkt neben der Antennenstation. Von Ausbauplänen hält er nichts. Das wird natürlich den Wert von dieser Liegenschaft extrem beeinträchtigen. Oder? Und ich wüsste persönlich auch nicht, ob ich jetzt noch da weiter in die Ferien komme, wenn da wirklich alles voll von diesen Antennen wäre. Also, ja. Bisher kam er gerne nach Leuk. Also ich habe da meine Ruhe. Ich genieße es wirklich. Es ist ruhig, es ist schön. Aber Musks Antennen vor dem Fenster? Ich habe einfach das Gefühl, der Typ ist irgendwo ist da, ich sage jetzt Psychopath oder irgendwo, also völlig daneben irgendwie. Also der hat kein Gespür und irgendwie keine Menschlichkeit in sich, was ich, wie schon gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe einfach kein gutes Gefühl, wenn ich von ihm irgendetwas höre. Elon Musk ist eine Reizfigur. Er ist der reichste Mann der Welt und umstritten, auch hier in Leuk. Probe bei der Guggenmusik. Was halten Sie von Elon Musks Plänen? Früher bin ich eigentlich recht davon überzeugt, was er so für neue Ideen hat. Aber mittlerweile, auch mit dem, dass er in Politik reingeht, finde ich es recht fraglich, die Vorgehensweise von ihm. Der soll doch einfach bei seinen Teslas bleiben. Und jetzt nicht da Satelliten stellen dort. Ich kann mich eigentlich geehrt fühlen, dass so ein Mann hierher will kommen. Zu ihm persönlich, er ist ein Geschäftsmann durch und durch. Da kann man dafür oder da wieder sein. Sein Imperium ist riesig. Ein Mann wie Sie, der so viel verändert, könnte die Macht missbrauchen. Ja, natürlich. Aber das würde ich nie machen. Das wäre wahnsinnig. Das weiß ich, weil Sie einen Sinn für Humor haben. Elon Musk hat guten Grund zu lachen. Mit Tesla verdiente er ein Vermögen und machte E-Autos ganz groß. Jetzt will er zum Mars fliegen und Mensch und Computer vereinen. Wir sind kurz davor, eine Superintelligenz zu schaffen. Seine Satelliten sollen bald auch zu Rechenzentren für künstliche Intelligenz werden. Hier Bilder der Starlink-Produktionsstätte in Washington. Erst im Herbst hat Starlink eine eigene GmbH in der Schweiz gegründet. Unsere Interviewanfragen bleiben unbeantwortet. Werden die Tech-Giganten zu mächtig? Ich würde so sagen, so eine Woche mit dem Elon Musk unterwegs sein und einmal hier in den Bergen. Und dann könnte man wahrscheinlich nachher ein Urteil fällen, weil die ganze Propaganda, die da links und rechts über ihn läuft, ich glaube, es ist nicht alles wahr. Solange seine Schafe von der Technik profitieren, ist er zufrieden. Ich glaube, die meisten Menschen sind wenig offen für Neues. So wie ich das persönlich erlebt habe. Die meisten sind zufrieden mit dem, was da ist. Und so wie es früher war, ist das Beste. Und nur wir können nicht im Frühjahr leben, wir müssen einfach mit der Zeit gehen. Es gibt in Leuk noch andere, die nichts vom Stillstand halten. Tesla-Fahrer Sergio De Lorenzi. Es ist einfach etwas Neues. Sagen wir so, wie die Eisenbahn eingeführt worden ist, hat man Angst vor den Eisenbahnen. Und es hat ja geheißen, die spanische Brötchenbahn fahre so schnell, dass die Lungen platzen. Und heute lachen alle darüber. Und genau gleich ist es mit diesen neuen Techniken, mit diesen Satelliten hier. Die machen niemandem etwas. Aber sie sind halt ein Amerikaner, oder? Und nicht der Schweizer. Die Schweiz hat ja nichts Sättiges. Für ihn und seine Partnerin ist klar, statt über die innovative Technik werde zu oft über die Person Elon Musk gesprochen.
Die Menschen lieben das wahrscheinlich, dass sie Sündenböcke finden. Und dann ist er natürlich ein gefundenes Fressen. Er ist sicher ein Sündenbock jetzt, aber dann vergisst man, was der geleistet hat. Es ist eine andere Frage noch, Zusammenhang mit dem Elon Musk. Also, warum ist Silicon Valley in den USA und nicht in Wallis? Ja, weil bei uns niemand will Risikokapital bereitstellen, weil niemand will vorwärts machen und so weiter und so weiter. Das Dorfleben in Leuk ist eingeschlafen. Viele Läden sind dauerhaft geschlossen. Hans Schnieder war 3 Jahrzehnte lang Lehrer hier. Sind die Menschen im Dorf zu wenig offen für Neues? Ich finde jetzt, die Leuker sind im Großen und Ganzen recht aufgeschlossene Leute. Oder? Das merke ich immer, wenn Abstimmungen sind und so. Die Leuker sind eigentlich im Großen und Ganzen progressiv, politisch denken. Ja. Und gleich wehrt man sich jetzt da gegen die neue Technik. Wieso? Ja, das heisst nicht unbedingt Fortschritt in neue Technik. Neue Technik, die Gefahren bringt, kann ja Rückschritt sein. Er erzählt uns, wie vor 50 Jahren alles begann. In den 1970er Jahren baute die damalige PTT die erste Satellitenantenne in Leuk. Ein Großbauwerk des 20. Jahrhunderts in einer kümmerlich heroischen Berglandschaft. Die Lage auf dem Hochplateau zwischen 2 Alpenzügen ist ideal für die Kommunikation mit den Trabanten. Leuk wird zur Pforte in den Weltraum. Ich weiß noch, dass der Direktor dazumal hat klar kommuniziert, es gibt keinen besseren Standort in der Schweiz für die Antennen einzustellen als das Brennpunkt da oben. Oder? Und man hat ja natürlich auch gehofft, dass da irgendwie Geld kommt. Und gewisse Leute haben das Gefühl gehabt, die Antennen bringen auch Touristen. Oder ja, man wäre irgendwie bekannt, schweizerisch oder wegen dem. Aber ich glaube, das hat überhaupt nichts gebrungen. Hans Schnieder zeigt uns einen besonderen Ort von Leuk. Das Beinhaus unter der Dorfkirche mit 22.000 Totenköpfen. Und es bleibt nicht das einzige Mysterium im Dorf. Jahrtausendwende. Die PTT heißt mittlerweile Swisscom. Und sie verkauft ihre Satellitenstation an eine amerikanische Firma, die auch mit der US-Regierung zusammenarbeitet. Veristar. Die Leukerinnen und Leuker befürchteten damals, dass die Amerikaner die Station nutzten, um mit ihren Truppen im Irakkrieg zu kommunizieren. Die Leute hatten zum Teil ein mulmiges Gefühl, oder? Nehmen wir einmal an, der Krieg geht weiter und es könnte irgendwie ein Anschlag passieren auf die Anlage, oder? Für den Gegner zu schwächen. Dass da einfach schon gewisse Ängste umeinander waren in der Bevölkerung. Ob die sogenannten Ohren von Leuk tatsächlich vom Pentagon benutzt wurden? Offiziell wird geschwiegen oder bestritten. Nach mehrmaligen Besitzer- und Namenswechsel nennt sich die Station heute Leuk Teleport und Data Center. Das Schweigen ist geblieben. Ein Interview mit der Rundschau lehnt die Betreiberfirma ab. Sie hat das Baugesuch für die neue Anlage eingereicht. An einer Infoveranstaltung im Sommer heißt es, man brauche die Technologie von Starlink, weil die alten Satellitenschüsseln ihr Lebensende erreicht hätten. Auch der Gemeindepräsident sieht den Bau als wirtschaftliche Chance. Braucht sie das überhaupt? Brauchen wir immer Verbesserungen in gewissen Gebieten, oder, wo man unsicher ist, wie es in der Zukunft für uns sieht, oder? Ich selber finde, ein Fortschritt wäre mal ein Stillstand. Wie konservativ sollten wir sein in Zeiten von Krisen und Kriegen? Und wem können wir noch vertrauen? Vielleicht sind wir ein bisschen zu konservativ und ein bisschen zu langsam unterwegs. Aber handkehrum haben wir natürlich eine tolle Demokratie, wo man sich auch wehren kann, mit Rechtsmitteln wehren. Die beiden Dorfärzte wollen eine Debatte anstoßen und mitreden. Es ist im Prinzip eine Frage von Macht und Geld. Also eine private Firma macht Geld, die Risiken trägt wir, wie sie die Versuchskaninchen.
und der Gewinn wird privatisiert. Und das ist nach meiner Meinung nach so einfach nicht machbar, ohne irgendwelche Diskussion. Also das Projekt darf nicht unter dem Radar einfach durchsegeln und gebaut werden, ohne dass wir darüber einfach entscheiden. Soll sich die kleine Schweiz gegen die Interessen aus Amerika wehren? Der Bund hat beim Projekt keine Bedenken. Im Herbst erteilte er Starlink eine Versuchskonzession zu Test- und Entwicklungszwecken. Und der Bundesrat antwortet auf eine Interpellation: Angesichts dessen, dass die Schweiz sich nicht selbstständig via Tiefseekabel international vernetzen kann, sind zusätzliche Anschlüsse an Satellitennetzwerke zu begrüßen. Das ist eigentlich für mich eine Verkennung der Tatsachen, Schönfärberei und einfach kurz gesagt Kopf in den Sand gesteckt. Komm, Mädchen, komm. Komm, der Weiber. Die Antenne kommt schon, ja. Da bin ich überzeugt. Weil Macht geht über Geld. Das ist meine Meinung. Wie meint ihr das? Ja, Elon Musk hat Geld und wir sind zu wenig stark, dass wir das ausblenden können. Weil alle brauchen Geld und das ist der grösste Anreiz für die Menschheit. Mehr Rundschau-Geschichten auf Play SRF streamen.